E schönen guten Abend. Seit 2013 aus den RTPH an der Gemeinde Marmar vertreten. Der Succès war so groß, dass die Öffnungszeiten verlängert wurden. Den RTPH eng eigenständig ASBL, die seit 20 Jahren existiert. Und seit 2013 sind wir an der Gemeinde Marmar, wo wir eine Permanenz haben von 2 Tagen an der Woche. Aber wie das immer mehr gefragt wird, haben die Gemeinde-Responsable dezidiert, dass wir ab den 1. Juni sind wir 3 Tage an der Woche zu Marmar, das heißt Montags, Mittwochs und Freitags, wo wir da eine Permanenz garantieren. Was machen wir genau? Wir begleiten die Leute, die eine Arbeit sichern. Sie wird an unserem Service Urgence, wo sie wirklich eine punktuelle Hilfe kriegen. Das heißt beim CW, bei der Lettre de Motivation oder wie ich mich bei dem Patron vorstellen. Da brauche ich nicht anzurufen 26 18 76 10 und da kriege ich ein Rendezvous. Das ist das den Jobpilot, den Formation Jobpilot, wo sie wirklich von A bis Z geholfen kriegen bei der Arbeit sich. Den zweiten Volley, das ist ein Service Urgence, wo die Leute können hinkommen, wo sie wirklich geholfen kriegen. Sie wird beim CW oder bei einer Lettre de Motivation für die zu evaluieren oder für sie mit ihnen zu trainieren, für ein Entretien zu machen. Dann haben wir noch einen ganz großen Avantage, das ist die Leute, die bei uns an der Formation sind, die haben die Chance, dadurch, dass wir Koordinator sind vom Jobtag mit RTL, haben wir ganz große Réseau-Patron, wo wir die Leute noch können direkt mit Patron in Verbindung bringen, wann eben Kompetenzen da sind, die der Patron eben sich stellt. Ich stelle mich heute als Formation Jobpilot vor, wie das alles funktioniert. Bon, wenn die Leute bei uns kommen, da fängt die Modalisation mit einer Science davor an, wo die Leute eben alles erklärt kriegen, was wir machen. Dann aus dem ersten Step, wo wir mit den Leuten machen, die Situation aktuell, das heißt, wir gucken mit den Leuten, was haben sie bisher gemacht, was sind hier Kompetenzen, Connaissance Linguistik, auch noch die informatische Kenntnisse, was ist das Projekt professionell, was wollen sie machen, ist das ein Ziel, was realisabel ist, was wirklich machbar ist. Dann, wenn das bis steht, also an einem Einzelrendezvous, dann gehen wir weiter und dann gucken wir die Fischmetier, die wir haben, die relativ wichtig ist, wo der Patron eben Sachen an einem gewissen Beruf von uns verlangt oder von einem verlangt. Da gucken wir dann, entspricht man denen Kompetenzen oder denen Aufforderungen oder nicht. Voilà, da gehen wir weiter bei einem Dossier de Kandidatur, wo wir zusammen mit ihnen machen, wie den CV an der Theorie, wo die Leute noch ein Rendezvous kriegen, für ein Foto bei uns zu machen, dazu auch wirklich ein Cheffoto und ein professionelles Foto. Dann auch die Lettre de Motivation, wo wir zusammen gucken, wie können wir die gut schreiben, dass der Patron vielleicht ein bisschen mehr Spaß am Lesen hat von der Lettre de Motivation. Dann natürlich, was ganz wichtig am ganzen Parcours immer ist, dass die Leute sich immer oder dass sie immer Recherche machen. Dann haben wir den Step Entretien, den Workshop Entretien, wo wir einfach gucken zusammen, wer froh können an einem Entretien kommen, wer antwortet darüber, wer ist mein Körperspruch, wie bringe ich mich vor, was muss ich alles sicher eher schon an Entretien gehen und was muss ich am Allgemeinen alles vorbereiten. Dann machen wir natürlich auch oft den Zwiebel mit den Leuten, wo wir ein bisschen gucken, wohin haben sie bisweilen schon geschickt, wo sollen oder wo können sie noch schicken, was gibt noch von Möglichkeiten. Voilà. Und das ist aus dem Job, da können wir ihnen leider nicht mehr helfen. Das ist, was wir noch können machen, das ist eventuell mit ihnen zusammen den Arbeitskontrakt durchlesen. Weiter geht es mit dem Sommerfest am Sipa. Für Musik und gute Stimmung auf gesucht. Hier ein paar Impressionen.
Eng interessant Initiativ hat die Mama Familienkommission, an dem se Kuren offréiert huet, fir den Côte la Route rem opzufrischen. 30 Joer sinnet hier, dass die meescht Absolventen ihre Führerschein gemacht hun. An der Zeit huet sich jo so munches gennert. An dann wiss man joch net méi alles so genau. Wir sind hier bei der Autoekole Jan op der Kap. Das ist ein ganz neue Autoekole, die logisch abgegangen ist. Wir machen hier eine Opfrischungskur vom Côte la Route. Die Familienkommission organisiert den, das für den Alter ab 55 Jahren können die Leute hier während jeweils 2 Stunden, Richtung 2D, jeweils 2 Stunden, können sie neue Sachen, was sie vielleicht nicht wissen, oder einfach eine Opfrischungskur vom Côte la Route, kriegen sie hier bei der Autoekole Jan op der Kap. Felicitieren ich mal alle Guten, dass doch die neue Fachprüfungen gepackt wird. Das ist ein gut Sache, weil ich so nicht ganz ehrlich, Rondpoint, das ist auch nicht so meint, an Rondpoint ihr Gärtchen, das ist richtig ihr Gärtchen. Und dafür fand ich es gut, dass da die Courage hat und auch die Energie hat, für die Kuren hier zu merken, dass für ihr Sicherheit, mir auch für die Sicherheit von allen Guten, die andere Leute, die Fuhren, ist schon mal festgestellt, dass ganz viele Koppeln sind, die Kuren abmachen. Das heißt, dass alle zwei einen auf den anderen aufpasst, weil der Verkehr, das ist etwas Ernstes, auch schon gesehen, ich meine, schon am Juni 85 den Führerschein, wie ich just durch 10 Jahre gekriegt habe, die Situation von heute also ein ganz anderer wie damals. Ich meine, muss mehr wie fix sein für heute, dass das geht ohne Accident, aber mit all den neuen Fahrregeln, so wolltest 30er Zonen. Also ich weiß halt nicht, ich wusste ewig nicht, ich könnte bei meiner Mama für unter dir am Kirchen könnte ich nicht parken. Da kann ich einfach parken, weil es ein 30er Zone ist. An 20 zum Beispiel nicht. An das Dreheweg ist mehr kompliziert. Dafür fand ich gut, dass in den Code sie klar schmischt, sondern für allem der Fachschule. Merci, dass Sie den Jungen mich ständig nach vorherigen Semestern nach ein Jahr beigebracht wird. Vielmals merci. Das heißt auch, dass bei uns der Mittelstand an der Gemeinde heiß gehalten wird, dass nicht einfach das Betrieb für ihren engen Fachschule und schmengen die Plätze, die sich richtig gut scheinen, dass die Reinigkeiten hier so flott aménagiert werden. Und dann last but not least sind ja auch der Familienkommission, die heutige Verantwortlichen, die den Weg von denen wir tun, weitergeführt sind auf dem Punkt. Und vielmals merci. Sportlich geht es vier an unserem Programm mam traditionelle Veterane-Fußballsturnier. Zum Mama Tournoi sind 14 Equipen, von der 17 14 Equipen sind 7 ausländische Equipen. Und geht halt feiner auf, das ist einfach flott, mit ausländischen Equipen hier rumzukommen. Fair Play, den ich nicht mehr beschreiben kann, das ist wirklich fein von der Slowakei, über Dänemark, über Deutschland, über Frankreich. Und Belgien kommen dann zurück auf Plötzburg, heute zu Mama, auf Samstag, den ganzen Tag halt von neu. Meine Seele war rund, wo wir angefangen haben zu spielen. Bis um 6 Uhr kommt die Großfinale. Und die Großfinale, die ist dann zwischen also Kollege von Kozice aus der Slowakei und als Kollege von Jutz aus Frankreich. Und dann sehen wir da, wenn der Winner von dem Finale geht. Das ist wirklich meine Chance, man wieder gehabt, alles hat geklappt, der bittere alles Fair Play tut, kein sich verletzt, das ist wichtig. Jetzt trinken uns die jetzt noch, das hat die Mama immer gesucht, dafür seid ihr alle willkommen. Nächstes Jahr muss ich alle Mama bewegen und da seid ihr dabei.
Dancing music, music sad, both together sane and mad. Muses bright and muses pale, somber sad, moments hail. Laugh and sigh and laugh again. Ja, si vun der Wachtinger Herrenekipp wieder engem Gesichtsausdruck gesit wat haut relativ harten Dach, dat war dat 5 internationale Herrenekippstonnéier si vun Vergun dabei. Me sinn dës Joer leider lächt gin. Wir werden nächstes Jahr an erstärkter Position herumkommen für der Turnier zu gewinnen. Das ist eine Mega-Organisation, das ist mega flott, es war heute schon pur Grad zu warm. Natürlich wird nächstes Jahr wieder besser, da werden wir das Turnier auch erraumen. Mit all Respekt der Herrenequipe von Mama für ihre super Organisation, es hat alles geklappt, aber wieder merkt, dass die Stimmung auch herrlich ist. Bright and muses pale, somber sad, moments hail. Laugh and sigh and laugh again. Dancing music, music sad, both together sane and mad. Muses bright and muses pale, somber sad, moments hail. Laugh and sigh and laugh again.
Den Aufschluss mëcht de Kirmeskonzert zu Holzem am Festsaal mat der Harmonie Gemeng Mama.
weise Emission vom 15. Juni 2018. Wir sehen also in 2 Wochen herum. Bis dahin wünsche ich mir eine gute Zeit. Merci fürs Nachgucken und bis geschwind.